Zeit für eine neue Runde, Freunde, hier bei Anno 1800. Hast du genug Mumm in den Knochen, Alter? Komm Ich glaub bloß schon. nicht mit leeren Händen wieder. Ne, das wäre ein bisschen doof, das stimmt. Mal ganz kurz überlegen, zu welchem Zeitpunkt bin ich jetzt? Okay, es sind noch 30 Minuten. Weil ich habe irgendwie vorhin gesehen, wo ich die Folge starten wollte, dass ich irgendwie noch ein Autosave drin hatte, der irgendwie 2 Tage später war. Und ich dachte, hä? Haben die da irgendwie offscreen was getestet und so? Kann sein, ich weiß nicht mehr, ist schon irgendwie 2 Wochen her, beziehungsweise 3 Wochen sogar, aber seien wir ehrlich, wäre es etwas Wichtiges gewesen, ich hätte es mir noch irgendwie in Erinnerung gehabt. Wer kein Freibeuter Schiffen ist. zu verkaufen, nehme ich gerne, dankeschön. Neuer Auftrag? Erstmal darf sich zu den anderen gesellen. Du Geselle. So, holen Sie Treibgut. Holen Sie Treibgut. Ey, Alter, hol mal Treibgut, ja. So, pyroposisches Kriegsschiffchen, der macht das schon. Dann schicke ich den mal dahin, der soll das machen, der macht das schon. Jo. Ich habe mir notiert für heute, Ding prüfen. Dass er gerne Schäferei und Schweinezucht, die ich ja dann auch hier rüber schicke, nicht hier rüber, nach Norton Bay verschippere, weil es irgendwie mehr Sinn macht, wenn ich hier schon die ganzen Produktionsgüter für Getreide, Kartoffeln, Weingut und Hopfenfeld habe. Dass ich die dann auch hier rüberbringe. Und so gesehen ja, wäre ja theoretisch, sag jetzt mal nur theoretisch die Idee, dass ich ja alle Güter oder alle, wie heißen die Dinger schon wieder? Mann, Moment, Güter, Quatsch. Alle landwirtschaftlichen Produkte, dass ich die hier herstelle, auf Norton Bay. Und Deepwater, ja, ein bisschen den Rest davon machen. Irgendwie sowas. Oder einfach nach Deepwater verschippere und hier dann halt alles irgendwie so einschmelze, verbrauche, whatever. Wie es halt irgendwie geht, wie es halt irgendwie brauche. Nicht wahr? Das war irgendwie mal so die Idee, weil eben auch hier mit der Schafzucht und so, ich brauche irgendwie Getreide für die. Hierfür, für die Schweinezucht brauche ich auch Getreide. Damit ich nicht plötzlich zu viel Getreide hier verkaufe. Zum Beispiel jetzt hier halt durch die Speicherstadt. Damit das alles irgendwie trotz allem noch seinen Sinn gibt. Und hier mit der Zinkmine und so, war irgendwie auch die Idee. Dass zum Beispiel hier das Zement vorkommt, dass ich das noch anpasse. Zum Beispiel auch durch eine Zinkmine ersetze. Steinkohle vorkommen, vielleicht auch. Muss mal gucken. Weil Steinkohle auf natürlich mit Strom schon extrem gut. Das ist auch so etwas, was ich vielleicht ein bisschen optimieren muss, wenn wir gar nicht mehr so viele Kühlerhütten brauchen, wie wir hier haben. Ein Kühlerhütte laufen natürlich auch mit Strom, ist klar, aber ja, ich meine klar, jetzt habe ich hier natürlich schon die Holzfällerhütten, Köhlerei, Jagdhütte und Wanzer Holzfällerhütte. Nur Holzfällerhütte brauche ich in der alten Welt nicht. Köhlerei, ja, jetzt aktuell noch. Jagdhütte brauche ich gar nicht mehr, weil ich das irgendwie ersetzt habe. Und ja, insofern gibt noch einiges zu optimieren, liebe Freunde. Und irgendwie wollte ich ja auch den Hafenbereich hier ein bisschen optimieren. Zwischen Bright Sands und Deepwater. Warum jetzt genau? Eben die habe ich ja entfernt, das stimmt, erinnere mich. Die sind ja jetzt hier unten. Salpeter brauche ich, weil ich gar kein Salpeter mehr brauche. Ich brauche nur für den einen Sprengstoff. Krass, wie sehen wir morgen aussieht, wa? Irgendwie sieht es fast ein bisschen aus, hätte ich irgendwie die Grafik runtergestellt. Aber nee, dem ist nicht so. Okay, was wir machen können, vielleicht hier mal einen von den Zerstörern, er braucht gar nicht so viele. Ich den gebaut habe. Ja. Naja. So, aber hier ist gut. Hier haben wir die Fischereien. Die Hafenmeisterei, die ist für die Fischerei plus, aber nicht noch eine für Salpeter, das hätte irgendwie was. Nö, nicht wirklich. Okay, auf Fischerei passt es erst. Ja, trotz allem. Die Anlegestelle ausbauen. Jo, können wir dann auch machen. Apropos Anlegestellen zu ausbauen, wa? Das war ja hier so ein Thema. Ich auch gefragt habe, braucht es überhaupt so viele davon? Und hier wollen wir da einfach direkt mal ein bisschen hier nach außen hinbauen. Ist vielleicht eher unwahrscheinlich, dass ich jetzt... Hallo?
eher unwahrscheinlich, dass er jetzt irgendwie das Gefühl hätte, ich bräuchte hier noch wesentlich mehr Anlegestellen. 4 kriege ich irgendwie schon hin, war hier. Okay. Okay, schon besser. Bleibt irgendwie leicht. Ich habe hier natürlich Platz wie doof. Nach vorne kann ich die ja bauen, wie ich will. Das war ja so. Ich baue die mal darüber und die mal darüber. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nur mal so als Beispiel, der kommt hier hin. Hallo? Wo ist er bitte mal? Irgendwie leckt es leicht. Hier ist im Hintergrund am Laufen? Nö. Die Aufnahme selbst sieht gut aus. So, komm. Und 4 Stück. Ah, deswegen, Moment. Nee, deswegen wollte ich es eigentlich ein bisschen anders machen. Moment. Machen es auf der Höhe. Damit ich noch ganz auf der Höhe bin. Nee. Die dahinter ist nämlich damit. Jetzt gucken. Vielleicht auch ein bisschen weiter nach außen hier. Und nach unten. Die Frage. Wann finde ich's optimal? 4 Stück reichen eigentlich. Und daneben habe ich hier den. Jetzt mal diesen Umriss, kann man eigentlich so sagen. Der kommt dann hier hin. Zum Beispiel hier hin. Theoretisch kann man ihn ja auch hier hinbauen. Das würde zum Beispiel nicht mehr gehen. Kann ich noch irgendwie ein bisschen nach unten schieben. Jo, das geht. Geht ihm noch leicht. Bin gespannt, wann das mal besser wird. So, mit dem Schuh raus. So, jetzt habe ich hier einen Kanonenturm. Ich habe hier einen. Sieht schon irgendwie sehr, ich weiß auch nicht, zweckmäßig aus. Ich glaube, man kann dem so sagen, war. Nicht unbedingt hübsch. Aber ey. Harte Arbeit zahlt sich doch aus. Haben noch irgendwie normalen Arbeiter rumstehen, warum auch immer. Theoretisch kann ich den ja problemlos noch ein bisschen verschieben. Naja. Allzu viel leider doch nicht, aber so muss reichen. Weil ich es wieder irgendwie versuche, dann wird es nachher so, wa? Gut. Eine andere Frage sowieso wäre, warum brauche ich jetzt hier oben ein Zentralmagazin? Weil es schön aussieht oder was? Eigentlich, sind wir ehrlich, ist ja unnötig. Ah, jetzt weiß ich, was ich offscreen wollte, wieso ich das gemacht habe. Doof. Events. Oh, das ist aber neu. Sag mal, das ist ja deren zerstörtes Schiff. Wo ist meins? Hallo? Okay. Ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Waren verschippern, war?
vor allem die Dinger. Super. Ganz geil gemacht, Michael. Das ist die ganze Folge schön geplant, dann sag mal versaut. Also natürlich die Offscreen-Folge, versaut. Naja. Shit happens. Wie viel Mal baue ich die jetzt eigentlich schon wieder um? Ich habe aufgehört zu zählen, ganz ehrlich. Ein paar Mal müssen schon gewesen sein. Kann damit so ein bisschen optischer was hermacht, könnte ich eigentlich die ein bisschen weiter nach innen verschieben. Genau, und hier kommen wir doch eigentlich relativ weit heran. Den jetzt hier hin mache. Wenn wir sicher genug haben. So. Dann den haben wir eben da unten. Boah, den noch ein bisschen näher ran. Hier vielleicht noch irgendwie mit diesen Kaimauern noch ein bisschen schöner machen. Können wir mal Kai fragen, was er zu seinen Mauern, also von seinen Mauern hält. Soweit wird das zumindest kein Problem. Wir funktionieren, wenn es hier vielleicht direkt, ja, so ein bisschen doof aussieht. Weiß, wo sieht es auch nicht gerade besser aus. Wobei, vielleicht schon, wer weiß. So. Wir wollen ja eigentlich noch die Aufgabe hier erledigen. Piratenplunder. Interessant. Dem echt so sagt. So, und gehen wir mal zu unserer alten Freundin. Bringen wir das mal. Sehr gut. Also hier jetzt mal die 4. Okay, da wäre es auch weiter mal ausgebaut. Optimieren. Kommt zu einem anderen Zeitpunkt. Süß wie Honig. Hier habe ich ja die Ich bin einer der Gelehrten. Wie kann ich helfen? Ich weiß, dass du einer der Gelehrten bist. Vielen Dank. Okay, Gas sieht aber eigentlich im Allgemeinen noch gut aus. Dann wird es ja eigentlich noch mal Zeit, sich hier drum zu kümmern. Warum das Grand Hotel, wenn wir da mal ein bisschen vorwärts kommen. Und natürlich mit denen auch, wobei momentan bringt es noch nichts, sobald wir lange noch zu wenig Gelehrte haben. Die andere Frage ist halt so generell, okay, Schnaps sinkt ein bisschen, gut, das wissen wir warum. Das ist klar. Und die Nähmaschinen immer noch am Abkacken sind, ist für mich jetzt eigentlich nicht so klar. Maßanzug auch nicht wirklich. Hibiskus-Tee, ja, da muss ich mal mit Embesa mal gucken, dass wir da noch irgendwie ein paar Flugschiffe mehr haben für dieses Unterfangen. Cup Alte Welt, wobei ich immer nicht genau weiß, wo ich den hinpacken soll. Stimmt, da war ja was. Wobei waren nur die. Trotz allem nur die, ja, die ich hier für die hatte. Okay, da heißt, wir können die eigentlich wirklich nach oben schicken. Nach Norton Bay schicken wir natürlich. Der letzte Flip. Ich nutze die... Ja gut, schneller Geschäft, aber halt den pausiert logischerweise. Ich musste genauso, weil mir einfach halt die Produkte zum Teil fehlen. Jetzt auch hier wieder, also zu viel Baumwollstoff. Einen Helm zu tragen. Ja, habe ich definitiv nicht zur Verfügung.
Das müsste man irgendwie ändern. Aber ganz ehrlich, Kaffeerösterei jetzt mit 2, die wir aktiv im Einsatz haben, ich dürfte gar keine Kaffeeprobleme haben. Never ever dürfte ich Kaffeeprobleme haben. Ein Frage. Tummelplatz für Haie. Ihr habt garantiert einen Kaffee. Sie haben Ah, ja, auch die wieder, Prüfung okay. mit Auszeichnung bestanden. Hier kann sich meine Seele entfalten. Wo dann alle Kaffee haben, ist dann halt die nächste Frage, ob man das vielleicht mal irgendwie kippen soll für die einen. Oder für die anderen. Gehen wir zurück zum Thema Nähmaschinen. Warum habe ich hier ein Problem mit Nähmaschinen? Das sind Dampfwagen, Dampfmaschinen. Die habe ich wofür schon gebraucht, Alter? Das fucking Eisen war. Mhm. Du hast es erledigt, oder? Jetzt kriegen wir alle was. Schön wär's, aber ich glaube nicht wirklich daran. Dann, so, wieder zurück. Mal gucken, inaktive Schiffe, wir sagen mal die, plus natürlich die, Tollkühne, Greed, Eastern, genau. Abdrehen beginnen. 15 Minuten. Die Folge ist auch bald wieder vorbei. Hier haben wir genug Öl. Hier auch, da haben wir garantiert keine Probleme. Die Lager sind voll. Und hier geht es ja auch gut voran. Auch mit dem Weizen, aber das war einfach irgendwie daran, oder? Weil ich hier mit dem Export-Import ein bisschen Weizen vergraulen wollte. Nee, eigentlich nicht mal. Krass. Stimmt, ja, eigentlich extra entfernt. Ah, da kommt er ja. Unter Deck. Nee, was ist meiner? Hä? Wir Ah, hier. Wollgongs sind wieder gen Norden geschwommen. Jo, das machst du richtig so. Er handelt. Ja, ein bisschen was hat er geklaut, das stimmt. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Um Gottes Willen, ey. Du reißt mich nur weiter hinab in die Tiefe. Die Insel machen wir her fertig. Ging es vor allem darum, dass es noch ein paar Warensammler war. In der Arktis. Wir haben schon seit Ewigkeiten nichts mehr von der Forschungsstation gehört. Gut organisiert. Danke. Ich vermisse es durchaus, obwohl ich auch... Wenn ich irgendwie helfen kann? Nee, nee, lass mal. Oh, Salpeter. Ganz ehrlich. Propeller drehen sich. Ja gut, ich meine, ich kann natürlich schon ein das Frachtschiff rüberschicken. Ah, komm. Schick dich mal in die alte Welt, damit du Salpeter holen kannst. Du, du, du. Auch ganz schön, wa? Aber da kam was an Bord. Höhe stabil. Hä, wieso nimmst du Ding mit? Gas? Also kann man erzählen, dass hier das Gaslager voll ist? Tatsache, krass. Bereit. Wir haben zu viel Gas, Freund, zu viel Gas. Moment.
Ja, also wenn wir hier zu viel Gas haben, dann holt ihr die Waldfee und so. So. Dann kann man irgendwie das hier auch ersetzen durch Treibstoff, wa? Ebenso viel mehr habe ich eigentlich gar nicht. Das alte Welt 2. Ja. Problem ist halt, wenn ich es jetzt einfach nur Treibstoff nenne, aber keine Ahnung, wofür Treibstoff. Also auf den ersten Blick meine ich halt, also Import, Export, okay, Treibstoff. Wo zwischen jetzt? Alte Welt, neue Welt, MBSA, WTF. Deswegen habe ich ja damals für diese Bezeichnung entschieden. Manövriere! Anno dazumals, Freunde, Anno dazumals. Kurs gesetzt! Faszinierend. Mögliche Standorte für unsere Forschungsstation. Auf einer großen Eisplattform vor der Küste südlich von hier. Vorteile abgelegen, Nachteile könnte schmelzen. Aha. Am Fuß eines hohen Berges, der bis ins Meer reicht, westlich von hier. Vorteil der Bergschützen was Stürmen. Nachteile, Anzeichen menschlicher Aktivität, die können von Einheimischen gestört werden. Am Ende einer Gletscherspalte Richtung Norden. Vorteil, da kann Musgrave in die Schlucht werfen, wenn er sich wieder in meine Forschung einmischt. Nachteil, Musgrave hatte vielleicht den gleichen Gedanken. Aha. Also in dem Fall Norden, Süden, Westen. Manövriere! Kurs gesetzt! Auf Kurs! Flugroute ist eingezeichnet. Bisschen mehr Schrott gefunden, sehr gut. Immer schön der Spur folgen, Freunde. Steuere! Kurs gesetzt! Wie und warum ist diese Kreatur aufgetaucht? Äußerst seltsam. Man sollte immer einen Flammenwerfer der Pyro 4 zur Hand haben, dieses Ding anzuzünden, weil es zurückkehrt. Ich habe einen Nachmittag damit verbracht, Musgrave ausgewöhnliche Kakteensammlung mit Flammen zu begießen. Es wird ihm wohl nichts mehr ausmachen, aber er hat meinen kleinen Test nicht bestanden. Woher sollte ich wissen, ob es tatsächlich er war? Die Rebellen von draußen, aber waren doch alle Huskies tot. Ah! Ja, würde mal sagen, die sind hinüber, wa? Okay, dort wollte ich nicht hin. Sehr interessant. Stahlgranaten, wenn wir für Kriegsschiffe. Stand da schon plus 50%, alles klar. Manövriere! Die verarbeiten ja Holz statt Kohle, genau. Ja, wir müssen hier alles mit Kohle haben, das wird ein bisschen dauern. Mit Holz statt Kohle haben wir natürlich. So. Ist noch nicht sehr viel mehr passiert, wa? Oh, ganz ehrlich, 6 Tonnen fehlt noch für die erste Güterklasse. Mann, ist das kacke. Dass ich echt so wenig Getreide habe. Das Verhältnis meine ich halb voran, das wundert mich ein wenig. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Ja, ganz ehrlich, viel Getreide fahren, aber eigentlich mal ausgereicht. Sieht beschäftigt aus. Ich habe irgendwie Mühe, mir jetzt vorzustellen, dass es nicht mehr reichen sollte.
Egal, so. Mal gucken, was wir jetzt alles hier noch für Schiffe haben. Die Waffenruhe wurde beendet. Jo, ich weiß, er weiß. Neue Befehle? Also dann. Vorbereiten vor allem wieder für die nächste Folge, Freunde. Denn ich habe hier unten ja nicht mehr so viele Baumaterialien, was das anbelangt. So, soll es mal hier hinbringen. Dann eben suchen wir mal den Wechsel hier. Mit den Schweinen und Dingsbums. Wie mit den Nähmaschinen das Problem liegt. Holz und Eisen, da kann es kaum scheitern. Dass wir zu viele von denen haben. Ja, Nähmaschinen sinken halt. Gut, ich meine, die brauchen Nähmaschinen. Noch ist dies nicht die perfekte Formel Die für ein Ingenieure erfülltes natürlich auch. Mein Grundsatz bringt es mir ja nichts, wenn ich einfach jetzt die ganzen Handwerker zu Ingenieuren ausbilde, weil ja, der Verbrauch von Nähmaschinen wird eher noch ein bisschen schlimmer als besser, sag ich jetzt mal. Das heißt, ich müsste halt schon gucken, dass wir das irgendwie noch besser hinkriegen. Ja, von dem her hat er auch Strom drauf und so. Die bringt es eigentlich schon. Sie kriegen auch Taschenuhren und Phonographen. Taschenuhren dürfte er gar kein Thema mehr, gar kein Problem mehr haben. Kann er sogar sein. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, servus, na, wie geht's? Wie steht's? Marschanzüge sinken, ja, wie bereits erwähnt, das war ein bisschen zu erwarten. Schmuck haben wir keinen mehr, das ist nicht weiter wild. Der Rest passt, Ruhm geht auch ein bisschen hoch, Nähmaschine muss das noch optimieren. Schnaps irgendwie auch, warum das eben so sinkt, verstehe ich doch nicht ganz. Das mit dem Schnaps ist so ein Thema, hä? Ja, man kann sich natürlich fragen, mit der Schnapsbrennerei, ja, sollen wir die ja lassen, ja, nein, oder, ne. Also mit den Kartoffeln, kann ich auch sagen, okay, die Schnapsbrennerei, aber auch sonst ja nichts mehr davon, Schnaps und so, kann ich direkt hier auf der Insel herstellen, also auf Norton Bay auch herstellen. Der Gedanke daran ist halt ein bisschen schwierig, nicht unbedingt, aber halt auch ein bisschen mühselig, sage ich jetzt mal. Weil, wenn ich mit etwas anfange, müssen wir mit dem anderen nicht direkt nachziehen. Damit ich halt überall... Güter 1, okay. Damit ich halt überall das gleiche Verhalten hätte. Darum geht es mir ein bisschen. Das müssen wir das Ganze nicht nur für den Schnaps überlegen, sondern auch für Bier und so weiter und so fort. Noch ein bisschen überlegen muss. Zementmine hier ist voll, was ich auch machen wollte. Mit Ziegelei. Ich meine, eigentlich sind wir ja mit 2 Ziegeleien von dem her. Aktuell. Könnten 3 bauen. Ja. Die Frage ist überhaupt nötig. Dem jetzt hier hinten zum Beispiel. Bringe ich den hier hin. Und die so. Und dann hier abhauen, abgrasen, wie auch immer. Den neu gewonnenen Platz für was Besseres verwenden. Klar, aktuell brauche ich sehr viele Ziegel, aber sie sind nicht immer so. Hohe Brandgefahr, super. Das ist ja mal toll. Ja, hier müssen wir eigentlich rüber auf der Insel ein bisschen Strom verlegen. Jetzt hat so das Problem, wir müssen natürlich irgendwie so hinkriegen, dass es optimaler wäre. Ja, das wird auch noch eine lustige Aufgabe. Ja, da kommt er wieder. Der ist ja für alte Welt Konsumgüter. Wobei er aktuell nur die beiden Sachen macht, oder wie? Okay.
So, ich glaube sogar, es müsste fürs Erste eigentlich reichen. Wandemanöver! Der handelt schon wieder. Kisten unter Deck! Das ist auch krass, oder? Weil gerade erst da, plötzlich Getreide da weg. Im Prinzip. Beim Traubenhopfen ist kein Problem. Kartoffeln ist ein anderes Thema. Aufräumen muss ich die ganzen Dinge auch mal, damit es jetzt so verwirrend ist. Also wegen Rindfleisch, Paprika und Felder mal rausschmeißen. Neue Befehle? Was macht ihr überhaupt? Ich habe hier Konkurrenten haben einen Friedensvertrag 4 Dinger. unterzeichnet. Hängt irgendwie immer am selben herum. Oh Mann ey. So, Errungenschaft haben wir bald auch gespielt, Freunde. Dann ist es so, dass ich jetzt irgendwie ein Schiff hier rüber geschickt habe und einen einsamen Stern müssen noch beladen mit neuen Waren für die Arktis, unter anderem Salpeter. Das ist nur eins von den vielen Dingen, die wir brauchen. Kampfdeck bereit Und ja, machen. ansonsten hier unsere Armada wächst auch. Als ob das jetzt so wichtig wäre. Ne, das Grand Hotel, wir müssen noch ein bisschen was wobei, was heißt ein bisschen was überlegen? Eigentlich ist klar, dass ich mal bauen muss und dann gucken muss, wie funktioniert es überhaupt. Muss irgendwas Spezielles beachten. Wir lieben sie. Aber eigentlich wird das jetzt nicht so das Problem sein. Ja, hier müssen wir jetzt eigentlich genug haben. Jo. Was für Ich würd ein sagen, Freunde- Opus Magnum. Ja, ich weiß, dann können wir direkt mit dem nächsten weitermachen, oder? Genau, Baugenehmigung für den Ausbau der Anlegestelle ist das nächste. Ist eigentlich schon irgendwie abgeholt oder so? Nee, war. Ich sag's vorhin, das ist gerade ein perfekter Zeitpunkt. Nicht nur, um die Folge zu beenden, das zwar auch. Aber auch, weil wir jetzt mal gucken können, was es überhaupt mit diesem Ding auf sich hat. Das auszubauen. Zu kontrollieren und... Okay, da will ich jetzt mal gucken. Jede Handelsroute kann an dieser Anlegestelle Halt machen. Hä? Ja und jetzt, was ist jetzt so speziell an dem? Hallo Jungs, ich will ja durch. Geht nicht, wahr? Steht da? Main Pier. Okay, eine fortschrittliche Dingsbums hätten wir. Was die genau macht, ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zurück bei Anno 1800. Bis dahin, bye bye.